Das ist Devil. Heute zum Thema Uli-Tag, Atomsalat, Hundesack. Live bei uns im Folium, der Gabriel Vetter und endlich wieder für Sie in Bern unterwegs, Patti Basler. Und da ist er, der unkrönte Late-Night-Prinz direkt aus dem Leutschenbach-Palast, der Dominik. Guten Abend miteinander. Hallo. Merci vielmals. Danke. Merci. Hör auf. Danke. Herzlich willkommen hier im Folium in Zürich. Herzlich willkommen zurück zu Devil. Wir sind jetzt hier bei Devil in der 14. Staffel. 14. Staffel, das ist mega lang. Ja, wirklich. Danke vielmals. Ich meine, ja, doch, zu Recht. Ich meine, wir haben ja nicht nur die Queen von England überlebt, sondern auch the GOAT, the greatest of all time. Roger Federer hat am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und damit die Tennisfans auch verstehen, Federer ist out. Ja? Jetzt kommt die Tourphase, wahrscheinlich maximal 5 Sätze lang, könnte man vorstellen. Und wir werden uns alle fragen, kleidet man sich jetzt für den Fall schwarz oder doch Tennis weiss? Ist jetzt ein bisschen verwirrend, ja? Der On-Schuh, ja, bringt jetzt einen Spezialschuh raus, der Off heisst, könnte ich mir vorstellen. Der ist doof, den überspringen wir. Weiter. Aber endlich hat der Federer Zeit für sich selber. Und um mal die Namen von seinen Kindern auswendig zu lernen. Mal nachzählen, wer ist denn da schon alles da? Boah, ich meine, schau, Queen ist tot, der Federer ist tot, ich weiss gar nicht, wo hinschauen. Die verbinden ja auch viel. Zum Beispiel haben ja auch Queen hat ja eine sehr starke Vor- und Rückhand gehabt. Darum bleiben wir jetzt bei der Queen, weil in der Schweiz gilt ja immer noch. Lieber Witz über eine tote alte Dame machen, als über den Roger. Dort hört es auf. Und schauen mal, in Sachen Queen hat mich diese Meldung sehr schockiert. Haben Sie das gelesen? Ihr geschasster Sohn, der Prinz Andrew, übernimmt 2 von diesen Corgi-Hunden von der Queen. Gerade der! Ich hoffe mal, die Hunde sind volljährig. Anscheinend sind das die beiden Hunde, die er seiner Mutter letztes Jahr geschenkt hat. Das ist mega lieb. Weil wir erinnern uns, Queen hat ihn ja vor 2 Jahren alle Ehrentitel abgesprochen und hat ihn quasi an der Autobahn ausgesetzt, wenn man so beim Hundebeispiel. Und er mega nett, schenkt er 2 Hunde. Das finde ich mega nett. Haben wir das Bild von diesen Hunden? Jetzt ist klar, jetzt macht Sinn, ja? Oder die Meldung hier, die ist sehr makaber, ist aber wahr, wirklich wahr. Schau die Meldung. Es ist wahr, der Sarg von der Queen steht anscheinend schon seit 30 Jahren parat. Da ist schwierig, keinen Witz darüber zu machen. Oder? Der Sarg ist also länger im Amt als der Prinz Harry, kann man so eigentlich sagen. Die Queen ist der erste Mensch, der fast ihren eigenen Sarg überlebt hat. Ich habe mir 2 Sachen überlegt. Erstens, ist der Sarg wirklich Queen-Size? Ja? Und hat er so ausziehbare Schubladen für die Corgis? Eventuell. Wir jetzt noch zu der Schweiz und Queen. Einer der letzten Staatsoberhäupter, der sie lebendig gesehen hat, ist ja unser Bundesrat Ignazio Corgi Gassi. Er hat sogar ein bisschen extra Time bei dem Treffen mit der Queen letzten Frühling rausgeschlagen. Das Treffen hätte 20 Minuten dauern sollen, aber dauerte schlussendlich 40 Minuten. Wow. 20 Minuten länger als geplant. Es tut mir jetzt wirklich leid zu hören, dass Queen am Schluss doch noch so leiden musste. Das ist brutal. Dabei fände sie die Schweiz wirklich super, die Queen. Ja, das hätte Gassis versichern können. Die Queen hat die Schweiz so gern gehabt. Sie hat die Schweiz so toll gefunden. Also wenn sie ihr so gut gefallen hat bei uns, dann ist sie das letzte Mal bei uns in der Schweiz gewesen. 1980! Wow, muss es ihr in der Schweiz gefallen haben. Du, das ist sehr schön, Schatz. Da gehen wir 40 Jahre nicht mehr nennen. 40 Jahre ist das, also kurz bevor man ihren Sarg parat gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie dort in den 80 Jahren gar nicht mehr in die Schweiz reisen, weil kurz nach dem Besuch ist nämlich in der Schweiz das da gegründet worden. Exit 1982. Und die Briten so, no. Wir jetzt so einen schönen Sarg machen mit diesen Hundeschublädchen, denen gestorben wird, bitte in Großbritannien. Kann ja auch nicht mehr so lange dauern bei der Queen. So kann man sich täuschen. 96 hätte sie müssen werden, bevor sie endlich zu ihrer verdienten Totenruhe gekommen ist. Wobei, von Totenruhe kann man jetzt nicht wirklich reden. Ja? So wie die letzte Woche im ganzen Land umgekarrt worden ist, die Art. Monarchisten und Royalistinnen trauern, aber Musikfans sind begeistert. Die können jetzt immerhin sagen, hey, endlich wieder mal eine Queen-Tournee. Mit all ihren Hits. Another One Bites the Dust. We will miss you.
Und natürlich auch die Show must go on. Weil, sind wir mal ehrlich, neben all der berechtigten Trauer, wenn ein Mensch stirbt, das ist es doch, was Monarchie in erster Linie in der heutigen Zeit ist. Eine riesige Show für die Masse. Jetzt muss er ganz schnell einen Nachschub nehmen. Prince Charles hat jetzt endlich bekommen, was er sich schon immer so sehr sehnlichst gewünscht hat. Nein, er ist immer noch kein Tampon. Aber dafür ist er jetzt endlich König. Ich mag es ihm mega gönnen. Ist ja so eine Qual für ihn. Könnt ihr euch vorstellen, die letzten 30 Jahre, wenn ich immer an dem leeren Sarg vorbeilaufen musste. Du hast nicht so reingeschaut, ist sie schon drin? Nein. Also, aber jemals so wird beliebt sein wie seine Mutter, das muss er erst noch zeigen. Gibt es eigentlich auch bei uns in der Schweiz irgendjemanden, der so beliebt ist, dass sie oder er könnte König oder Königin werden? Wir haben Patti Basler nach Bern geschickt, um das herauszufinden. Queen ist tot. Wer aber sollte als royale Highness von der Schweiz auf Münzen geprägt werden? Da kommt der König von der Massentierhaltung. Queen ist schon gestorben. Wer ist die ungekrönte Königin im Parlament? Jacqueline Badran ist sicher eine starke, Magdalena Matullo ist eine starke, aber eine richtige gibt es nicht. Irgendetwas mit Ems, der Name kommt mir nicht in den Sinn, aber es hat irgendeine, die parat ist. Ja. Ja, wahrscheinlich Frau Matullo. Wer könnte das sein? Simonetta Sommaruga hat heute Morgen noch müssen Überzeugungen. Jetzt machen sie das Verstandstamtam um die Queen. Jetzt können sie dann jemanden aufhören. Jacqueline Badran. Die ungekrönte Queen vom Parlament. Ui, also im Moment ist es natürlich unsere Ratspräsidentin. Weisst aber den Namen von ihr? Ist Aargauerin. Ist eine Aargauerin, genau. Und, wie heisst sie? Muss man natürlich... Wie heisst die Ratspräsidentin von deinem Parlament? In welcher Partei ist sie? Natürlich bei den Grünen. Nein, aber... Nein, Irene Kelly natürlich. Ah. Wenn Jacqueline Badran stirbt, gibt es dann auch eine nationale Viertung? Vermutlich nicht, aber es werden vielleicht ein paar Leute auf der anderen Seite feiern. Sollte man sie dann auch begraben? Hey, lieber nicht. Das ist meine Sitznachbarin, die hätte noch gerne ein Momentchen. Sie könnte ein bisschen weniger Platz brauchen mit ihrem Staff. Ja, ist sie dann eher eine Queen oder eher ein Kleffer? Schon eher mein Hund. Nein, die mit den chemischen Verbindungen. Man sagt immer, es müssen alle sterben, aber irgendwann kommt die erste Person, die nicht stirbt. Und ich glaube, das wäre jetzt etwas, was ich übernehmen könnte. Also das ist ein bisschen wie beim Atommüll. Hört nie auf strahlen. Hört nie auf strahlen, genau. Wird nie verschwinden. Das heisst, wir müssen eigentlich auch ein Endlager finden. Die Frage ist, wie tief man graben. Das heisst, Sommaruga bleibt wahrscheinlich auch bis 70. Ja, so kann ich sie weiterhin anschauen und ich schaue sie gerne an, weil sie ist eine sehr elegante Dame. Ich schaue sie häufig an. Also immer, wenn sie im Parlament ist. Und sie hat auch viele Dossiers im Parlament. Monsieur Berset, il n'est pas le... Der Berset will wieder nicht mit mir reden. Nie will er mit mir. Und kurz nach dieser Szene sind wir von der Bundespolizei weggeschickt worden vom Bundeshaus. Man sieht, es gibt per se nur einen König im Bundeshaus. The Queen is dead, long live the King. Patti Basler aus Bern. Schaut das Bild hier. Schaut mal das Bild hier. Hätte man mich vor 3 Jahren gefragt, was passiert an diesem Ort und was sind das für Leute, die hier sitzen? Jetzt würde ich denken, liebloses Dekor, ja, immer die gleichen Gründe und schlechte Jokes. Eine neue Staffel von «Fast eine Familie» muss das sein. Ja? Nach 2 Jahren Corona und einem mühsamen Krieg weiss jetzt aber auch der Hinterletzt, jetzt Pressekonferenz-Time vom Bund. Jetzt zum neuesten Task in der Schweiz. Wo verbuddeln wir unsere radioaktiven Abfälle? Seit einer gefühlten Ewigkeit sucht die Schweiz nämlich einen geeigneten Standort dafür. Und deswegen hat man die Nationale Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen, NAGRA, am Montag ein PKI berufen, um die Resultate zu verkünden. Es ist etwa 175 Millionen Jahre alt, unscheinbar, grau, geologisch langweilig. Ja, alles klar. Ja? Alt, unscheinbar, grau, langweilig, Guy Parmelin. Wahrscheinlich... Der Anzug von Parmelin ist ja schon so gross, ja, aber reicht das wirklich für alle strahlenden, hochgiftigen Abfälle in der Schweiz? Brennstäbe, Röntgenmaschine und Lasagne von meiner Mutter? Ich weiss es nicht. Nein, natürlich nicht.
Darum, wo kommt das Zeug, das Giftige, jetzt bitte hin? Nördlich Lägern ist der beste Standort mit den größten Sicherheitsreserven. Ja, nördlich Lägern, das Gebiet nordwestlich von Bülach, beste Standort. Hm? Was meint der Gemeindepräsident aus dieser Gegend dazu? Was man klar erkennen kann, ist von der Geologie her ist das Gestein krass besser wie bei den anderen Steinen. Haben Sie den Stolz in den Augen gesehen? Wir haben auf den krassesten Stein in der Schweiz. Hat er Freude, ja? Ist ja klar. Hey, weißt du, wie die grosse Salate und Pilze ernten in einer Zeit? Wahnsinn. Also, meine herzliche Gratulation an dieser Stelle. Wie ist die Stimmung vor Ort? Ja, Scheiße, ist halt gefährlich, oder? So für meine Familie und so ist nicht gut. Ja. Zu Recht hat sich am Montagmorgen ein engagiertes Gegenkomitee gebildet, um gegen den Entscheid zu protestieren. Aber es ist natürlich schwierig mit knapp 10 Leuten als Kontrakomitee ja, gegen das grösste Pro-Komitee anzutreten. Die ganze restliche Schweiz. Ja? Weil alle anderen so, doch, sehr guter Entscheid, bravo, doch. Sehr gut, ja, bravo, Naga. In Lägern ist gut lagern, das ist sehr gut. Ja? Aber das verschöpfte Häufchen hat schon recht Protest helfen, weil vor 30 Jahren ist ja die Naga schon mal so weit gewesen. Sie haben dann damals entschieden, das Endlager sollte man im Kanton Nidwalden bauen. Das ist aber nie umgesetzt worden, weil sich die Bevölkerung gewehrt hat. Schau mal. Dann ist da noch so ein Vertrag auch noch drin. Wenn man den durchgelesen hat, hat man doch das letzte Mal sagen, der Vertrag ist nicht einmal der Wert, für zum Fiedler zu putzen. Ja. Aber nicht nur schlechte Verträge sind ein Problem, sondern auch die wissenschaftlichen Grundlagen sind wirklich zu Recht angezweifelt worden. Und damals, als der Fernsehbericht kam, ich weiss, wir haben darüber gelacht und da hat die Zeitung endlich die dummen Nidwalder, die nehmen es. Ja, die dummen Nidwalder, die nehmen es. Aber Achtung, liebe Naga, die BewohnerInnen in Nordlägern sind wehrhaft und sie haben jetzt im Gegensatz zu Nidwalden gefährliche Verbündete auf ihrer Seite. Die Deutschen. Die finden es nämlich auch nicht toll, dass Atommüll so nahe an der Grenze vergraben wird. Schau mal. Die Stimmung war natürlich am Boden. Das eine ist, es zu wissen, dass es so kommt. Aber wenn es dann so kommt, das hat natürlich eine ganz andere Qualität. Und deswegen sind wir traurig bis fast wütend. Aha. Ich gewusst, dass der Heino Bürgermeister ist. Ja, gar nicht gewusst. Ja? Aber traurig bis fast wütend sind es, die Deutschen. Das ist gefährlich. Das sind das letzte Mal 1933. Und ihr wisst, das hat nicht gut geendet. Aber ganz ruhig, der Entscheid jetzt von der Naga heisst ja nicht, dass gerade ab morgen die Brennstäbe verbuddelt werden. Frühestens 2050 wird dann nach einer Volksabstimmung die Einlagerung anfangen. Und erst im Jahr 2125 wird dann das Lager verschlossen werden. 2125! Rechtzeitig zur Abschiedstournee vom Emil wahrscheinlich. Ja? Dauert ja noch ewig. Und trotzdem muss man halt sagen, solange wir halt keine Windräder bauen wollen, wegen der armen Vögel und keine Solaranlagen, weil, keine Ahnung, die schönen Terrakotta-Dachziegel dann nicht schön zur Geltung kommen, solange müssen wir halt mit AKWs arbeiten. Und ja, jetzt mitbekommen, der Strom wird knapp. Der Schweizer Energieriese Axpo hat bereits um Geld müssen betteln. Wie jetzt denn so weit kommen können? Dazu der Axpo-Chef Christoph Brandt. Diese Sicherheiten, die wir hinterlegen müssen, ähnlich wie ein Mietzinsdepot. Und wenn Sie einfach plötzlich jeden Tag Mietzinsdepots hinterlegen müssen von Hunderten von Millionen oder im schlimmsten Fall von mehr als 1 Milliarde in einem Tag, dann haben Sie dieses Problem, dass Sie vielleicht tolle Aussichten haben eigentlich, aber Sie haben kurzfristig diesen Liquiditätsengpass. Was für ein schlechter volksferner Vergleich. Milliarden Mietzins und dann vielleicht eine schöne Aussicht. Ich meine, ich als Zürcher kann den Vergleich nachvollziehen. Ja? Aber der Rest von der Schweiz nicht. Schau mal, SVP-Nationalrat Imark versteht das überhaupt nicht. Und ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin, wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt. Uiuiuiui. Was werden denn die Leute fordern? Was, Herr Nationalrat? Röttle, 5 Wochen Ferien für alle, eventuell? Nein. Annexion von der Krim? Nein, ich denke auch nicht. Oder doch etwa ein geiles Bundesrätler-Hip-Hop-Konzert? Ja, bravo. Aber hey, langsam wird es für die Leute ein bisschen mühsam. Immer müssen die Leute auf die Straße raus in den letzten Jahren. Jetzt noch wegen dem Strom. Immerhin kann man ja sagen, ein Stromfresser fällt ja jetzt weg. Aber hört, auch ich will meinen Beitrag leisten zum Stromsparen. Da ist er. So. Ja,
kann man schon mal 1 AKW wieder runterfahren. He? So. Aber es reicht nicht. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Wir alle. Winter is coming, aber weit und breit keinen Strom, um Game of Thrones zu schauen. Kein Pfuß, um unsere Schwimmbäder zu heizen. Und grundsätzlich zu wenig Energie. Aber Bundesbern hat die Lösung. Man kann die zweite Dusche statt allein, spart auch Energie. Na toll, wieso nicht gleich zu 7? Schweizerinnen und Schweizer, zieht euch warm an. Jetzt ist Einsatz von uns allen gefragt. Luzern muss nun endlich auch seine letzten Brennholzreserven einsetzen. Und Pfäffikon kann man doch gleich mit den Strahlen von Beatrice Egli heizen. In Chur muss es heißen, Schelle-Nursli-Mützen für alle. Im Hallenstadion sind nur noch richtige Unplugged-Konzerte durchzuführen. Und der Leutschenbach soll bitte auf Dia-Betrieb umstellen. In Zug gilt maximal nur noch 5 Tesla pro Person. In Genf hingegen Tempo 30 für den CERN-Teilchenbeschleuniger. Die Weihnachtsbeleuchtung in Zürich ab jetzt nur noch mit Gender-Sternchen. Und Abwrackprämien auf E-Trotti-Fahrer. Olten hingegen kann man gleich komplett abschalten. Und wenn wir schon dabei sind, Bundesrat, Militär und VBS sofort durch energiesparende Murtertaler Wetterschmöcker ersetzen. Aber vielleicht hat unsere Energiechefin ja trotzdem recht. Am besten wäre wohl sowieso... Es hat ganz viele Möglichkeiten, wie man Strom oder Energie sparen kann. Zum Beispiel Computer abstellen, wenn man ihn nicht braucht. Das sind unsere Tipps zum Stromsparen. Vielleicht haben Sie es auch gemerkt, am letzten Montag hat unser Land einen ganz besonderen Geburtstag feiern. Am 12. September ist der Tag der modernen Schweiz. Haben Sie mitbekommen? Ja, wer denkt hat, dass Rüttlischwur und Wilhelm Tell-Story die einzige Märchenstunde in der Schweizer Entstehungsgeschichte ist, der irrt. Es gibt viele Geschichten zu erzählen zur Gründung unseres modernen Bundesstaats. Eine davon ist die Geschichte von Ulrich Ochsenbein. Ja, das Film geht etwa 20 Minuten, haben wir jetzt keine Zeit. Ja. Tun wir schnell ein bisschen spoilern. Der Ulrich Ochsenbein hat 1848 die Bundesverfassung tatsächlich ins Trockene gebracht, ist sogar Bundesrat geworden. Ist dann aber nach der Abwahl frustriert in die Fremdenlegion eingetreten und hat am Ende seine Ehefrau mit der Jagdwaffe verschossen. Peng, der erste Bundesrat, der quasi die AV von seiner Frau erfolgreich revidiert hat, kann man sagen. Aber seit dem 12. September 1848 sind, muss man sagen, dank ihm Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Föderalismus fest in unserer Verfassung verankert und machen die Schweiz zu einem modernen Bundesstaat. Kein Wunder, dass gewisse politische Kräfte aus dem 12. September einen nationalen neuen Viertag machen wollen. Tag der Bundesverfassung ist mal geplant. Ja? Der Tag des Ulrichs, der Uli-Tag oder so etwas. Ja? Ist natürlich abgelehnt worden vom Bundesrat, weil Feiertage sind ja immer noch Sachen der Kantone, das wissen wir. Zum Beispiel ist ja in Zürich jetzt das Jahr am 12. September Knabenschiessen. Hast du gesehen? Fehlt ja noch, dass wir dank dem Ochsenbein jetzt noch das Frauenschiessen feiern. Nein, bitte nicht. Ja? So, was haben wir sonst noch lesen? Ah ja, in dieser Woche ist bekannt worden, hurra, die Schweiz ist offiziell das höchst entwickelte Land der Welt. Ernsthaft? Ja? Wir sind das höchst entwickelte Land und unser erfolgreichste Mittel Land auf, Land ab gegen Covid ist das hier. Wir sind das höchst entwickelte Land und das sind unsere bestausgerüsteten Kämpfer. Wir sind das höchst entwickelte Land der Welt und bei uns im Fernsehen läuft das hier. Komm, bitte. Aber die Hochentwicklung schafft auch ungeahnte Probleme, zum Beispiel Fachkräftemangel. Ja, die Menschen in der Schweiz sind immer besser und werden immer länger ausgebildet. Bereits jetzt schon schafft jede 6. Arbeitskraft für den Bund. Also schafft. Ja? Zudem steigt der Grad der Akademisierung stetig an. Und das geht zulasten der Privatwirtschaft, die sich schwer tut, gute Leute zu finden. Da müssen wir auch mithelfen. Ja? Wir müssen uns jetzt alle rigoros zurückbilden. Herzlich willkommen zu der eidgenössisch zertifizierten Zurückbildung. Ja? Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind heute. Machen wir doch am besten gerade eine kleine Vorstellungsrunde. Wer zum Beispiel sind Sie? Ich bin Geschäftsmann. Hat alles angefangen mit einer ganz einfachen Banklehre. Dann die ersten Polohemdli. Und dann so... Also ein... Thomas, du musst dich nicht schämen, gell? Wir sind ja alle in der gleichen Situation. Komm, lass raus jetzt. Ein HSG-Studium.
Ja, ich verstehe. Aber da ist doch noch mehr. Kommen Sie, lassen Sie es jetzt raus. Jetzt kann alles raus. Ich bin Projektleiter und Assistant Stock Manager, Chairman of the Board. Ich schwätze 5 Sprachen fließend und 5 stocken und ich habe Schwimmprobe von 1 bis 10. Bam, genau das ist es. Gut gemacht, jetzt ganz ruhig. Super gemacht, Thomas. Also weiter. Wer sind Sie da hinten? Hallo zusammen. Mein Name ist Professor Dr. Mit, Dr. Dent, Dr. Witt, PET, PD, MSc, EMBA, Selina Kaiser. Hallo Selina. So, hört auf lachen, bitte. Das ist nicht lustig, ja. Das ist tragisch. Bitte, weiter, Frau Dr. Met, Dr. Dent, Dr. Professor, MFD, PDF, FKK. Ich weiss auch nicht, dass ich so weit komme. Ich habe halt nicht gewusst, was machen nach der Schule. Dann geh studieren, Kinder, haben sie gesagt. Und dann ist es einfach immer weitergegangen und weiter und weiter und weiter. Dabei wollte ich doch einfach Kioskfrau sein als Kind. Wir alle haben mit ganz harten Schicksalen zu kämpfen, das ist mir bewusst, ja. Dank Ihrer ganz persönlichen Zurückbildung wird es möglich sein, dass Sie etwas Monotones finden. Mögt ihr euch erinnern an die gute alte 40-Stunden-Woche? Aufhören studieren, anfangen arbeiten. Sie können unbesorgt, ohne Scham in die Ferien gehen. Und zwar sogar mit dem Flugzeug. Mit der ganzen Familie zusammensitzen am Samstagabend und ohne Gedanken an den Job Benissimo schauen. Sorry, ich bin spät. Wer sind denn Sie? Ich habe den Bachelor und den Master in Fine Arts. Eine Kunst? Nein, das sind nur wirklich studierte Leute in diesem Kurs. Ne? Machen wir gleich weiter mit den praktischen Übungen. Geometrie. Hm? Was ist der Umfang von diesem Kreis? Nein, bitte, es ist eine Zurückbildung. Versucht, die richtige Antwort zu finden. Ja? Marike, ja, probier. Sehr schön. Selina, jetzt du. Also wenn man es genau nimmt, ist das eine Ellipse und kein Kreis. Ja, jetzt nimm es mal nicht so genau, bitte, Selina. Ja, das ist eine Zurückbildung, an der musst du arbeiten, nicht an deiner Einbildung. Thomas, ja, komm, deine Antwort. Was ist der Umfang von dem Kreis? Der Umfang des Kreises ist deine Mutter. Das ist es, Thomas! So, was lesest du? Sehr gut. Muss nicht immer gleich Ranitzky sein. Aha. Aber nicht übertrieben mit der Zurückbildung. Selina, gut. 50 Shades of Grey. Einfach und bekömmliche Literatur. Oh, aber bitte komm, nicht beschissen. Thomas, wieso lesest du denn nicht? Martin Sutter ist doch perfekt für eine Rückbildung. Ich höre ein Hörbuch. Da sind Sie erstaunt, hä? Wieso denn mühsam hören, wenn es einfach kannst schauen, Thomas? Sie haben es aber richtig drauf. So, kommen wir zum Kochen. Wir nennen es Toast Hawaii. Wow. Ist das 100% quadratisch? Ja, Selina, quadratisch, praktisch. Man muss nichts von dem blanchieren. Nein, ja nicht. Bitte, mach's nicht kaputt. Das hat weder Avocado noch Quinoa drauf. Nein, einfach so eine süße Kirsche drauf. Und ganz wichtig, Ananas. Ananas macht Hose nass. Sehr gut, Selina. Prima. Wollt ihr jemand probieren? Nein, danke. Kommen wir zur Musik. Was ist unsere Lieblingsband? Was hören wir gerne? Thomas, probier. DJ Bobo. Nein, das viel zu komplizierte Texte. Unsere Lieblings-Zurückbildungs-mainstreamige Band ist Hecht. Notiert euch das. Ja? Stefan, bitte übernehmen. Alle haben mit Lauf. Wegen der mach ich Tage nicht mehr zu wie Küssen. Charlotte, mal abs meiner Fantasie. Aber die Tag, Tage nicht mehr zu wie Küssen. Charlotte, mal abs meiner Fantasie. Und lass mich sein, yo. Lass mich sein. Hey, wie schön. Am nächsten Wochenende ist es wieder soweit. Mutter Helvetia spritzt uns allen eine fette Ladung direkt in Demokratie in die Fresse. Helvetia, aufwachen! Helvetia, qu'est-ce que tu fais dans ce baril? Ja, Helvetia, was machst du in dem Ölfass und warum liegt hier Stroh? Ja, keine Ahnung. Aber am 25. September darf wieder abgestimmt werden. Und was finden wir jetzt in dem Kuvert, wenn wir so gefältig versuchen aufzureissen und gleich wieder alles kaputt innen ist? Schau mal schnell da. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nicht eine, ja, das sind zwei, das sind 3 Vorlagen. Come on. Wir haben doch keine Zeit für 3 ganze Vorlagen. Wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen noch die Nosferatu-Spinnen jagen. Wir müssen nur Russisch lernen, ja. Und unser strahlenden Atommüll müssen wir auch noch verbuddeln. Ja. Oh, falsches Bild, sorry. Jetzt stimmt's. So.
picken wir uns doch zuerst einmal die Abstimmung raus, ja, wo bei Herr und Frau Schweizer am meisten Emotionen wecken tut. Also alte Menschen und Säule. Genau, neben der AHV-Reform stimmen wir ja auch noch über die Massentierhaltungsinitiativen ab. Worum geht's? Um das hier. Nein, das nennt man Massentierhaltung, das ist etwas anderes. Ja? Ich spreche von der Massentierhaltung. Der Rücken von vielen Hennen ist wund. Andere werden durch die Krauen der Güppel verletzt. Viele Hennen sind den Strapazen der Massentierhaltung nicht gewachsen und sie sterben noch vorzeitig im Stall. Ja gut, solche Bilder können wir natürlich aus dem Ausland. Aber ist das tatsächlich auch in der Schweiz ein Problem? Herr SVP-Nationalrat Dettling, können Sie mal schnell rüberkommen und erklären? Wir haben keine Massentierhaltung in der Schweiz. Unseren Tieren geht es gut. Ja, das kann man jetzt so einfach sagen. Aber ist der Mann auch glaubhaft in Sachen Landwirtschaft und Viehzucht? Machen wir mal den Test. Er trägt Edelweisshömmli. Okay. Appenzeller gut. Und eine von indischen Waisenkind Stonewash die 25 Franken Jeans aus der Landi. Das überzeugt, approved, ganz klar ein Gegner von der Initiative. Andere Meinungen, zum Beispiel vom Tierschutz. Das ist einfach eine taktische Rhetorik quasi. Also man versucht einfach das Problem quasi ins Ausland zu verbannen. Und wir sehen einfach, seit vielen Jahren bekommen wir Aufnahmen zugespielt von Massentierhaltungsbetrieben in der Schweiz und der Aufschrei ist immer gross. Das ist interessant, aber ist der Tobias Sennhauser von der Organisation Tier im Fokus auch glaubhaft? Machen wir den Test. Selber geschnittene Haare, Match, ja. Ein leerer Blick. Und nichts zu fressen in der Küche, ausser 2 traurige Demeter-Orangen. Ja, ganz klar ein Tierschützer. Approved, würde ich sagen. Schön geprüft von uns. Aber sag mal, warum empfindet den GegnerInnen die Initiative als so unnötig? Wichtig ist das Klima im Stall, eine gute Luft, eine gute Einstreuung. Und bei uns in der Schweiz können die Tiere ab dem Masttag 22 im Wintergarten an die frische Luft. Da hat jemand aber ein bisschen viel Einstreu geraucht, würde ich sagen, von mir. Aber ehrlich gesagt, diesen Bibeli geht es ja richtig gut. Ich meine, Sandstrand, geiler Wintergarten und anschliessend gratis Räderfahren für alle Männchen. Das ist ja fantastisch. Wie viele Masthühner hat man denn so durchschnittlich in so einem Betrieb? Wir halten in diesem Stall rund 12'000 Mastpoulets. Im Vergleich zum Ausland ist das eine kleine Produktion in einem Familienbetrieb. Ja, immer der Vergleich mit dem Ausland. Das ist aber auch mühsam. Da kann ich jetzt schon mitfühlen und auch mitreden. Schaut mal, ist bei mir nicht anders. Im Vergleich zum Ausland, da zum Beispiel Jan Böhmermann, sein ganzes Team, sind wir von Deauville auch noch eine kleine Produktion. Ja? Ein Familienbetrieb quasi. Aber meine MitarbeiterInnen haben trotzdem mehr Auslauf als Masthühner in der Schweiz. Und sie dürfen auch wesentlich länger bei ihrer Mami bleiben als der Schlachtkälbli. Gut, am Ende der Staffel werden zwar auch die gemetzelt und ausbeindelt, aber bis dahin haben sie wirklich ein sehr gutes Leben bei mir. Zurück zu den Tieren. Bis 27'000 Masthühner pro Stall sind zurzeit erlaubt in einem Betrieb. Ob jetzt 27'000 bereits eine Masse ist und doch eher ein lockeres Zusammensein im gemütlichen Rahmen, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Einer der grössten Gegner dieser Initiative ist SVP-Nationalrat Mike Egger. Was sagt denn er? Das ist korrekt. Wir haben wirklich keine Massentierhaltung in der Schweiz. Gut, das sagen jetzt wirklich langsam alle. Aber ist denn er als überzeugter politischer Fleischfresser glaubhaft in dieser Diskussion? Machen wir einen Test. Gut, er tritt in der Arena auf. Ja? Er ist St. Gallen Bratwurstlober. Und der Mike hat allen Ernstes das Wort Metzger auf den Rücken tätowiert. Schau mal. Wirklich? Auf Japanisch. Hoffen wir für ihn, dass der Tätowierer keinen Witz daraus gemacht hat und Tofu draufgeschrieben hat. Aber doch, ich würde sagen, das passt. Approved drauf. Fantastisch. Übrigens, der Mike Egger arbeitet beim Migros-Fleischerzeuger Migarna. Wie läuft es denn dort so mit der Bullenzucht? Die Bilder hier mit gravierenden Tierschutzmissständen erreichen uns von einem Betrieb aus dem Wallis. Die Betreiberin ist die Migros. Gewaltsam bespringen die Gückel die Hennen und bepicken ihren Kopf, selbst wenn sie kaum noch leben. Moment, das sind gar keine Bilder aus dem Ausland, sondern die sind alle aus dem Wallis. Was ist jetzt mit Auslauf und idyllischen Bauernhöfen?
Es ist so, laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten stehen gerade mal 12% von allen sogenannten Nutztieren irgendwann mal in ihrem Leben auf einer Wiese. Aber vor was haben denn Gegner und Gegnerinnen Angst, falls die Initiative wirklich angenommen werden? Und es ist schon die Existenzen gefährdet von der Schweizer Landwirtschaft. Wo wir müssten uns neu ausrichten. Wir haben hier ein Gebäude, das wir nicht mehr nutzen können. Ja, und das wäre natürlich doof, das wollen wir nicht. Ja? Könnte man überlegen, was könnte denn der sonst machen mit seinem Gebäude? Schau, er hat den Wintergarten gehört, schöne Ausstreu, ja, Medikamente im Fressen. Altersheim, ein Altersheim könnte aus diesen Stellen ein Altersheim machen, ja? Und er selber Umschulung vom Masthühnerbauer zum Altenpfleger, wäre doch toll. Hey, und den Schredder kann man auch in Betrieb lassen, bei unserer Überalterung, oder? Nein, das ist jetzt ein bisschen makaber. Weil wir in der Schweiz haben ganz andere Möglichkeiten, damit es nicht zu der Überalterung kommt. Wir lassen einfach die Leute länger arbeiten. Wir stimmen ja noch über die AHV-Revision ab, am nächsten Wochenende. Also eigentlich ist es keine AHV-Revision, sondern eine A-Frau-Revision, kann man sagen. Die Idee ist aber nicht nur, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, sondern auch das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöhen. Und da würde es mich nicht überraschen, ja, wenn man frei nach Dettling oder Egger argumentieren würde, ja, warum auch nicht? Ja, in der Schweiz haben wir ja gar keine Frauen. Ja? Genau, weil die feministische Genderbewegung hat doch ja schon jede Unterscheidung von Mann und Frau abgeschafft. Ich werde jetzt von diesem feministischen Wahnsinn als Mann zurückgestuft vom Vater zum Samenspender, zu einer Art Nutztier, zu einem zertifizierten Zuchttier. Ja, so ist es. Und dann müssen wir noch diskutieren, wie viel Quadratmeter Stall im Köppel überhaupt noch zustehen in unserem Land. Aber es ist doch unglaublich, für was das Nutzvieh alles muss herhalten. Zum Glück haben wir ja noch eine dritte Abstimmung, ja, die letzte Abstimmungsvorlage zu der Verrechnungssteuer. Um was geht es denn dort? Hoffentlich nicht auch um Fleisch, oder? Dort geht es um die nächste Salamischeibe. Und zwar geht es um die Abschaffung von der Verrechnungssteuer auf Obligationen. Nein, komm, hört auf. Also komm. Kein Wunder, geht niemand mehr abstimmen bei dem vielen Fleisch. Und das ist doch eigentlich schade. Bei solchen grossen Fragen, wo es um Schlupflöcher, Verbonden, unsere Altersvorsorge oder grundsätzlich um die Wurst geht. Was könnten wir denn da machen? Gabriel Vetter, bitte übernehmen Sie. Ja, herzlich willkommen zu Troubleshooting am Problemlösungsformat bei Deville. Unser Problem heute? Abstimmen. Am Sonntag, nächste Woche, sind wieder Abstimmungen, aber niemand hat wirklich Lust drauf. Abstimmen ist in der Schweiz ein bisschen ganz genau wie Zahnsiedeln. Hure mühsam, tut mega weh und man findet immer irgendetwas, das hure stinkt. Die Zahlen belegen es, die Schweizerinnen und Schweizer sind total abstimmungsmüde. Die Wahlbeteiligung an der Abstimmung in der Schweiz ist nicht einmal 50%. Weniger als 50%. Ich meine, wahrscheinlich hat man darum bei den Wahlen in der Schweiz immer von panaschieren, weil hey, ein Panache ist ja auch nur 50% Bier. Übrigens ist ja eigentlich jedes halbvolle Glas Bier auch nicht einfach nur ein halbvolles Glas Bier, sondern auch ein Panache. Ein Bier-Luft-Panache. Hälfte Bier, Hälfte Luft, aber egal. Die Frage ist, warum gehen die Schweizer denn so selten abstimmen? Natürlich, weil sie besoffen sind vom ständigen Panache-Saufen, logisch. Aber sonst, weil es einfach hure kompliziert ist. Ich meine, Verrechnungssteuerreform, habt ihr das schon mal gelesen? Niemand weiß ganz genau, um was es bei dieser Scheisssteuer eigentlich geht. Gut, natürlich, es geht irgendwie um Geld und Zahlen und so, aber was es wirklich drin hat, das weisst du gar nicht. Es ist ganz genau wie bei einem Servola. Da hast du auch keine Ahnung, was es wirklich drin hat. Natürlich, du weißt, es ist irgendwie, glaub, Fleisch oder so. Von der Farbe her so ein bisschen rosarot-brünlich, wie so das Gesicht von Paul Accola nach dem Sonnenbrand. Aber was es wirklich drin hat, das weisst du nicht. Hat es einfach Schweinefleisch drin oder hat es Dinosaurierfleisch drin? Und werden die Dinos in Massentierhaltung gehalten? Oder lebt jeder für sich in einem kleinen Einfamilienhäuschen mit viel Umschwung auf dem Land? Keine Ahnung. Oder hat es noch ganz andere Sachen drin in dem Servola? Weiss nicht, zum Beispiel Knochen oder Schrauben oder Sägmehl oder das lustige grüne Steckmoosmaterial von Floristinnen immer haben, wo du so deine Finger kannst reintun, weil es so geil ist. Nein. Oder hat es noch viel ekliges Zeug drin in dem Servola? Keine Ahnung, der frittierte Anus von Marco Rima oder der gesammelte Bauchnabelfussel von der Simonetta Sommaruga. Und dann fragst du dich so, Moment mal, haben Frauen überhaupt Bauchnabelfussel? Und wenn nicht, wieso nicht? Wieso haben die keinen Bauchnabelfussel? Ich meine, mit 62 schon pensioniert werden und dann kein Bauchnabelfussel haben. Ich meine, check mal deine Privilegien, Fräulein Bundesrätin! Egal.
Auf jeden Fall, die Leute gehen nicht abstimmen. Warum? Weil sie einfach keinen Bock haben. Jetzt, wie lösen wir das Problem? Ich habe einen Lösungsvorschlag. Mundart. So, ein Schwingfest hat ja gezeigt, dass sich die besoffene Masse von Eidgenossen am ehesten lässt für etwas begeistern, wenn etwas nur auf Mundart kommentiert wird und nicht auf das komische Hauchdeutsch. Das heisst also, im Abstimmungsbüchlein kommen in Zukunft keine schriftdeutsche Wörter mehr vor, wie zum Beispiel Stempelsteuerausfall oder Zinsertragsrendite oder Finanzdirektorenkonferenz, sondern nur noch so volksnähe Mundartbegriffe wie Hudi-Gäckler, Rössli-Stumpe oder Trompetensigi. So. Weil ein aufrechter Schweizer hinterzieht seine Steuern immer noch auf Mundart. Voilà. In dem Sinn, Bröstli und einen schönen Miteinander. Gute Gabriel. Ich hätte vielleicht noch eine andere Lösung. Ja, man müsste doch eine Lösung finden, die für alle stimmt. Also machen wir doch jetzt mal wirklich Rentenalter 65 für alle. Aber wirklich alle. Also nicht nur für die Männer oder die Frauen, sondern auch für die Kühe, für die Hühner, für die Säue und möglichst viel auslaufen der Mike Egger. Ja? Und ich für meinen Teil verspreche, am Staffelende werde ich meine Autoren und meine Autorinnen nur wirklich im Notfall schlachten. Gute Nacht miteinander. Bis nächste Woche.